Die Jahre vergehen ja so schnell. Und inzwischen bin ich 107. Man muss so nehmen, wie es ist, gell, nach schon. Es war schon traurig manchmal, wenn man gar nicht anerkannt war. Aber man muss durch. Ich denke mir manchmal, wie es noch geht, wie es noch wieder weitergeht. Es geht immer weiter. Ich freue mich halt jeden Tag, dass ich nur so gesund bin und alles machen kann. Und dann gehen wir nach oben und strecken und strecken. Ich mag das nicht, dass man meint, ich bin ein stur-altes Weibli und kommt dahergekrochen oder die kann nicht mehr schwätzen. So. Also ich fühle mich nicht alt. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich so alt werde, weil ich war durch das seelische Leid auch viel krank. Aber ich habe immer alles so überbrückt mit Liebe. Augsburg 1910. Der Lech erreicht ein Jahrhunderthochwasser. Wer bei der Beseitigung der Schäden hilft, wird gut entlohnt. Deshalb meldet sich auch Annis Mutter, die Magd Maria Wiesmüller, und geht in die Stadt. Sie lernt den Friseur Ludwig Rössel kennen und wird schwanger. Mein Vater wollte sie heiraten. Aber jetzt, weil sie schwanger war, hat sie scheinbar gemeint, der heiratet sie nicht. Und hat sie innerhalb 4 Wochen meinen Stiefvater geangelt. Und dann war er aber nicht erfreut, wie ich gekommen bin. Und war auch mein ganzes Leben lang nicht ein guter Vater. Er war immer geneigt zum Denken, die ist nicht von mir. Und das habe ich immer spüren müssen, bis er gestorben ist. Ich habe immer geholfen, schon von klein auf. Da wollte ich meiner Mutter was Gutes tun und putzen. Dann habe ich den Herd abputzt und habe natürlich viel Wasser genommen. Und dann kommt sie heim und kann gar keine Feier mehr machen. Das war natürlich wieder. Und ich habe gemeint, Wunder, was ich tue. Ich habe Stille genommen, dass ich hinausziehe. Da war ich 3 Jahre und war schon allein in der Wohnung. 1914 beginnt der Erste Weltkrieg. Annis Stiefvater wird eingezogen. Im 20 Kilometer entfernten Dorf Gaulshofen verdingt sich Annis Mutter in den Kriegsjahren wieder als Magd. Anni entdeckt das benachbarte Anwesen des Großbauern Reich, den Brandnerhof. Der strenge Patriarch, der sogenannte Brandner Vater, schließt die Kleine ins Herz. Und Anni fühlt sich dort mehr daheim als bei der Mutter. 100 Jahre später fast, gell, wie das Ja. jetzt ausschaut. Ist schon ein bisschen anders jetzt, gell? Ja. Ja, da war so ein Bretterzaun an Ja. der Straße Und entlang. der alte Stadel da drüben, der ist 1911 gebaut. Der ist so alt wie Der da. ist so alt wie ich. Der ist genauso alt. Heute bewirtschaftet der Urenkel Peter Reich mit seiner Familie den Hof. Da schau, kannst du das noch lesen? Ah ja, Reich. Er baut im Jahre 1902 von Peter und Corona Reich. Das war der Brandner Vater und Das war Brandner der Mutter. Frank. Dann haben wir das Beutel
Vom Brandmer Vater Ja, und von der ja, Brandner Mutter. mein Gott, die So. Lätsch, wo ich immer. Hat er aber so ein Lädchen gemacht? Ja, es war ein Bauer vom alten Schlag. Ja, das gibt's nicht mehr jetzt. Der hat mich auch immer angenommen. Ich bin immer mit aufs Feld, überall hin. Und dann ist ja ein großer Bauernhof mit vielen Viechern. Und da habe ich überall mitgeschafft, schon als Klein. Das sind jetzt die Kühe da. Ah ja, 1916 war das. ja. Auf dem Land kommt immer die Störnäherin und bringt die Maschine unterm Arm mit. Und dann hat man noch mit der Hand so dreht und hat dann ihre Knöpfler und ihre Stöffler hat sie auch dabei gehabt. Und dann hat eben der Brandnervater gesagt, du kriegst von mir ein Gewand. Aber lass das nicht zu kurz machen, hat er gesagt, sonst hack ich es zusammen. Und dann habe ich mir gleich ein Kleidchen rausgesucht und ein Knöpfchen rausgesucht. Und das ist dann das Kleidchen, das da entstanden ist. Gerade von dem Brandnervater, da war ein Sohn da, der Leonhard. Der hat mir so gut gefallen. Und da habe ich als Kind immer gesagt, die heirate ich mal. Der ist dann gefallen. Wer allerdings 1918 nach Augsburg zurückkehrt, ist Annis Stiefvater, der als Tagelöhner auf dem Bau arbeitet. Wie er halt heimgekommen ist es mein Leid angegangen, muss ich wirklich sagen. Wenn mir eine Kleidung nicht mehr passt hat, dass ich drüber hinausgewachsen bin, dann hat er immer gesagt, es braucht der Hund schon wieder was Neues. Und das hat uns sehr wehgetan, weil ich war eigentlich ein ganz braves Mädchen. Und dann hat mein Stiefvater auch getrunken. Oder am Freitag, da war es ja so, am Freitag, ich war immer Zahltag. Und da ist er auch nie heimgegangen, da hat er seinen Bolz gezahlt und den neuen gleich hingemacht. Ja, und dann hat es daheim natürlich Händel gegeben. Die Mutter hat dann geschimpft und Sachen umeinander geschmissen. Und der Vater hat getobt und das war immer für mich abscheulich. Ein paar Jahre bin ich dann in die Klosterschule gegangen, aber Ungarn. Die sind sowas von böse. Die haben uns immer zugeschlagen. Und dann so, wie soll ich sagen, keine Achtung vor Kindern. Da war alles eine Sünde. Zuflucht sucht Anni bei ihrer Großmutter. Jeden schulfreien Mittwochnachmittag läuft sie 10 Kilometer von Augsburg zu ihr nach Aulzhausen. Die Großmutter war mein Liebling. Mein Augenkind. Ja, und dann waren wir umschlungen. Und da braucht man, das füllt das ganze Herz und den ganzen Menschen. Und wegen dem, da bin ich stundenlang gelaufen, dass ich den Empfang immer wieder erlebe. Ja, also es war die schönste Zeit mit meiner Oma. Die Großmutter bewirtschaftet ihren kleinen Garten und ist Mesnerin. 2 Stunden Schlaf sind normal, aber für Anni hat sie immer Zeit.
und hat dann einmal ein Butterbrot gemacht, das war eine Seltenheit. Oder sie hat gerade ausgerührt mit dem Butterfässle, so viereckig. Und da habe ich dann, da hat es dann den Deckel, wissen Sie, tut man manchmal auflupfen und was da hinspritzt, tut man mit dem Finger so abreimen. Und da habe ich manchmal den Finger abschlecken dürfen. Und das war die einzige Person, die mich genächt hat. Ja, meine Großmutter. Ja, dann bin ich wieder heimgelaufen. Immer 4 Stunden an dem Mittwoch. Anni ist 7, als ihr ein Nachbarskind zuflüstert: Das ist weil gar nicht dein echter Vater, das ist nur dein Stiefvater. Meinen echten Vater, den hat man dann verleugnet. Wo ich in die Schule gekommen bin, hat er mich manchmal abgepasst, aber nicht gesagt, wer er ist. Ich habe es nicht gewusst. Er hat sich scheinbar nicht getraut, weil mein Stiefvater, der hätte es nicht geduldet. Das war also eine verlogene Geschichte. Ja. Wo ich dann größer geworden bin, habe ich immer zu essen gewarmt müssen für meinen Stiefvater, dass der schnell, wenn er Mittagszeit hat, dann essen kann und ich das alles schon vorbereite. Anstatt dass er mit dem Rad runtergefahren wäre, habe ich das alles laufen müssen und ich war immer fix und fertig. Das war Schikane jahrelang. Mit 10 Jahren wäre Anni am liebsten nicht mehr da. Wenn man als Kind schon sterben will, das kann niemand beschreiben, Nein. was da in einem vorgeht. Ja. Gewissenhaft führt das Kind den Haushalt und geht zur Schule. Die Hausaufgaben schreibt sie nachts. Anerkennung daheim kriegt sie keine. Nachdem 2 Geschwister schon im Säuglingsalter versterben, kommt 1924 Anton zur Welt. Und selbstverständlich fällt die Pflege des Bruders Anni zu. Wir haben uns sehr gern gemacht. Und das war ja, weil ich schon so alt war, mein Kind. Weil meine Mutter ja in die Arbeit gegangen ist. Der Verdienst der Mutter in einer Färberei ist knapp. Der Stiefvater vertrinkt seinen Lohn. Da nützt Anni das hervorragende Abschlusszeugnis nichts. Ihr Traum, Schneiderin zu werden, scheitert am fehlenden Lehrgeld. Anton wird in den Hort gesteckt. Und auf die zarte Anni wartet eine viel zu harte Arbeit. Mein Stiefvater hat mich in die Weberei geschickt, weil man da was verdient, damals. Und das waren im ersten Zeit 20 Pfennig und später mit 6 Webstühlen waren es 50 Pfennig. Und die Frau, die es gelernt hat, die haben wir kennt. Und da haben wir gebeten, dass sie für mich fragt. Und das hat ihm dann zu lange gedauert. Dann ist er einmal in die Weberei gekommen und hat die Frau rauskommen lassen und hat gesagt, was mit mir los ist, warum sie mich nicht reinbringt in die Weberei. Er gibt mir nimmer länger umsonst das Fressen. Das war natürlich nicht schön. Die Frau hat mir das erzählt. Der hat geschrien und habe so viel schaffen müssen daheim. Ja, da bin ich vor lauter Verzweiflung dann mal fortgegangen, habe gedacht, gehe ich nicht mehr heim. Und dann bin ich den Lech entlang gegangen und wollte da eigentlich nichts Gutes machen.
Und es wollte auch so sein, dass es nicht macht. Es ist eine Cousine von mir auf mich zugekommen, zufällig, und hat mich dann mit zu ihr nach Hause genommen. Aber ich habe ihr nichts erzählt, warum ich in der Gegend bin. Weil das wollte ich niemandem sagen, wie es mir geht. Ja. Anni fügt sich in das Unabwendbare, wie so oft. Unser Saal hat 3000 Webstühle gehabt. Weil man vor lauter Lärm nichts gehört hat, hat man sich ein bisschen mit der Taubstummensprache, die man selber erfunden hat, verständigt. Dann hat man gesagt, war gestern schön oder war es im Kino schön oder lustig. Und durch das habe ich ein Hörgerät und daher trotzdem nicht so gut, weil mein Gehör von damals ganz verscheppert worden ist. Mit dem Faden einziehen, beim Schifflettern zum Beispiel da hat man dann mit dem Mund jeden Faden einziehen müssen. Da habe ich schon früh das Küssen gelernt. Jetzt ist er gekommen. Man ist für jeden Faden verantwortlich. Und da, wenn man jetzt ein Faden gebrochen ist, dann hat man da durch müssen. Da hat man dann den Weberknoten machen müssen. Ja, jetzt da. Jetzt müsst ihr ein bisschen warten. Weil meine Finger sind halt nicht mehr so gelenkig. Sechs Tage in der Woche steht sie um 7 Uhr vor dem Fabriktor und arbeitet 9 Stunden. Wenn der Stuhl steht, dann steht die Uhr auch. Und das hat dann kein Geld gebracht. Oder wenn der Stuhl defekt war, dass man irgendwas machen muss, keinen Ersatz, hat man auch nichts gekriegt. Nur wenn der Stuhl gelaufen ist. In der Politik habe ich mich dann bei den Sozialdemokraten eingeschaltet, weil es war damals sehr notwendig, dass man den Arbeitern geholfen hat, weil man fast nichts verdient hat, keinen Urlaub und nichts. Und sie waren die Einzigen, wo für die Arbeiter gesorgt haben. Und dann hat man am Samstag gewaschen und am Sonntag auch noch Vormittag. Und da hat man ja das Wasser noch pumpen müssen und wieder ausleeren müssen. Also das war mit dem Wassertragen schon ganz schwierig. Da kann man, ich denke, jeden Tag, die Leute wissen gar nicht, wie sie als haben. Da drückt man einen Knopf, dort macht man einen. Und da hast du schleppen müssen. Kiebelweise auf und kiebelweise wieder runter. Ja, also jetzt hat man es schon schön. Wenn er das der Leute schätzen täten. Also ich koche heute gelbe Rüben mit Kartoffeln und viel Zwiebeln. Ja, manchmal langt es für 2 Tage, weil man kann gar nicht so wenig kochen, wie ich esse. Ja, das mache ich alles selber, kochen und aufräumen, waschen, putzen. Ich habe keine Putzfrau. Da wäre ich immer kleiner, ich kann schon bald nicht mehr auflangen. So.
Die täglichen Demütigungen ihres Stiefvaters erträgt Annie bis zu dessen Tod 1932. Erst jetzt traut sie sich, nach ihrem leiblichen Vater zu fragen. Die Person, die es wissen muss. Ihre Mutter. Dann hat sie gesagt, das brauchst du nicht wissen. Dann habe ich meine Mutter eine Woche nicht mehr gemerkt. Dann, wenn sie mir was gefragt hat, dann habe ich immer nein oder ja, keine andere. Habe ich nicht mehr können. Und dann hat sie aber dann gesagt, weißt du, das war so. Weil war gar nicht weit von unserer Wohnung weg. Da war dann ein kleines Häusle und da hat er gewohnt, mit seiner neuen Familie halt. Die Ehefrau unterbindet jeden Kontakt. In der Familie des echten Vaters wird über Annie 2 Generationen lang nicht gesprochen. Annie ist nun 21 und damit volljährig. Sie beginnt, die Welt zu entdecken. Da habe ich mir meinen Geburtstag selber gefeiert. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt gehe ich zum Friseur, lass mir meine Haare schneiden und lass mir ein Gewand machen. Und dann gehe ich noch zum Fotograf. Das ist eine schöne so. Aber jetzt müssen wir noch mal gucken, wie das der Uropa gemacht hat, dass wir das gescheit machen. Ganz gut. Ja, spitze. Und diese Wellen? Die Frau Schreier, die ganz alte, hat es nur mit den Händen gemacht. Mit den Händen, also das ist ja irre. Also mit den Händen geformt, Geformt. und dann ein Netz drauf Ein Netz drauf, ja. und trocknen lassen. Und dann war es so. Ja, Fabelhaft. Also das ist so schick. Ganz toll. da waren natürlich ganz fremd, mit Haaren abgeschnitten. Vorher waren sie viel länger, vor dem Friseur. Ja, lange Haare und Zopf. Bisschen, warte, bisschen so. Ah ja. So ist toll, super. Bleibst du dir? Also heute habe ich wieder lange Haare, aber die werden immer kürzer. Und dann, wenn ich Haare wasche, dann mache ich kleine Zöpfchen und lasse über Nacht trocknen. Und am Morgen habe ich einen langen Kopf. Weil ich hasse, wenn die Haare da so gerade runterhängen. Das macht so alt. Das kann ich nicht brauchen. Wo ich gewohnt habe, war das eine Wirtschaft. Und unten war ein großer Saal mit Bühne. Und da sind dann immer Theaterstücke gespielt worden. Und da habe ich dann mitgespielt. In der knappen Freizeit findet sie den Ausgleich zur harten Arbeit. Ein renommierter Schauspiellehrer wird auf sie aufmerksam. Und der hat die Magda Schneider zum Film gebracht. Und es war für ihn also eine große Tat, weil die Magda Schneider war auch ein armes Kind von der Firma aber auch. Und dann habe ich kennengelernt durch Programme sagen und Melodrame. Hat er mit Orgel gespielt, ich habe gesprochen dazu, im Ludwigsbau in Augsburg. Und er hat immer gesagt, so wie du das machst, das kennt ich gar nicht, ich kann nichts frei reden. Der wollte mich eigentlich zum Film bringen. Da habe ich gesagt, ja, das wäre mir schon recht, aber ich habe eine Mutter und einen Bruder zum Versorgen und kann nicht lange Zeit kein Geld verdienen. Aber wir haben viele Lokale besucht, so größere, und haben immer wieder Gedichte aufgesagt. Und er hat dazu gespielt. Das war wirklich für mich ein schönes Leben damals.
Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt und dann war es nicht mehr recht. Und ich habe gedacht, na ja, Mann muss man ja folgen. Damals, gell? Heute ist es nicht mehr. Und dann lässt man mit der Zeit alles bleiben und folgt den Menschen, die wo einem nicht vorwärts bringen. Ja, und dann ist es alles eingeschlafen. Anni erzählt der Mutter, wie ärmlich manche Weber wohnen. Zum Beispiel der Hans, mit dem sie sich ab und zu unterhält. Ich wollte eigentlich noch keinen Mann, obwohl ich schon 23 war. Aber meine Mutter, die hat immer selbstständig gehandelt. Die wird sich denkt, aber es ist bald Zeit, dass die geht. Und dann denke ich mir, hey, jetzt kommt jetzt mal mit 2 Koffern. Dann sage ich, was machst denn du? Ja, deine Mutter hat gesagt, ich darf zu euch kommen. Und ich habe gar nichts gewusst. Dann bin ich nicht mehr anders gegangen. Der hat schon gekündigt, sein Zimmer. Und jetzt habe ich dann bei meiner Mutter in die Ehebetten geschlafen. Und dann haben wir noch ein kleines Zimmer gehabt. Und mein Bruder und der Hans, die haben dann da geschlafen. Und wie es eben so ist, man hat sich früher nicht getraut. Dann hat mir wieder gefallen, anstatt dass ich gesagt hätte. Aber es war ja alles schon so reingefahren. In der Wohnung war es. Dann habe ich unterschrieben. Ja, da habe ich meinen Hochzeitstag. Aber es war für mich ein trauriger Tag. Mein Mann, der wollte nur Kameradschaft. Er wollte ja versorgt sein, nur aus Profit. Damit er jemand hat, der ihm wäscht und kocht Ja, und putzt und der näht. Sklaven macht. Am Tag zuvor habe ich den, nein, ich glaube, ich gehe ins Wasser. Also jetzt habe ich auch gedacht, das gehe ich nicht mehr heim. Nachher ist mein Bruder mir, hat in den Sinn gekommen, meine Mutter, ja, ich kann es doch nicht sitzen lassen. Dann habe ich es nicht gemacht. Und dann war das halt eine gezwungene Sache. Dann sind wir noch zum Beerbaum und haben dann ein Bild machen lassen. Und dann sagt der Beerbaum, ja, wo haben Sie denn Ihren Blumenstrauß? Dann habe ich gesagt, ich habe keinen. Dann hat der Beerbaum so Papier und Mordstrauß gegeben und bloß mein Gesicht ist halt traurig, samt dem schönen Strauß. Dann wollte er auf den Plärrer, weil das seine Freunde waren. Und Anni ist natürlich nicht gegangen. Es war die Hochzeit. Ich habe mir gedacht, er hat ja auch niemand. Es war mehr helfen wollen. Aber das kann man nicht. Man kann niemand helfen. Jeder muss sein Leben ändern oder tragen. Er war ein Freund Hansl. Er hat Hans geheißen. Und war halt immer nur mit Männern beschäftigt. Und hat mich, ist nicht heimgegangen. Am Samstag war in einem Wanderverein, hat Gitarre gespielt, Mandoline hat er gespielt. Und da war immer eine Zusammenkunft unter der Woche
Und Samstag, da haben wir ja bis 12 Uhr schaffen müssen. Und dann habe ich gekocht und gemacht. Und er hat dann am Samstag schon in die Hütte gewollt. Die hinterhalb Friedberg ist die Wanderhütte gewesen. Und dann ist er erst wieder am Montag in der Früh heimgekommen. Und so ist lange Zeit mein Leben verlaufen. 1933 ergreifen die Nationalsozialisten die Macht. Das ist auch in der Weberei zu spüren. Da waren dann so Aufsichtsräte und die hat man weg und dann die Hitlerräte. Einer, der hat sie immer aufmarschiert, die haben dann eine Uniform angehabt mit Stiefeln und dann ist er immer so losgemacht. Und ich habe vor dem nicht so viel Achtung gehabt, weil der war kein guter Weber und kein gescheiter Mensch. Die Fabrikarbeiter werden angehalten, dem Führer 1 Stunde zu schenken und den Verdienst dieser Überstunde der Partei zu spenden. Da war ein Anschlag. Also wer nicht mitmachen will, wer das verneint, der soll sich im Büro melden. Und ich habe mich immer mit meinen 6 Webstühlen da beschäftigt, habe gar nicht auf anderlei da gehorcht. Dann habe ich gedacht, das mache ich nicht. Ich habe Arbeit nur, ich muss da 9 Stunden arbeiten und muss daheim wieder arbeiten. Und dann geht mir die Zeit ab, die Stunde, das lasse ich nicht so. Und dann für was? Für Propaganda, da habe ich kein Geld übrig. Dann bin ich ins Büro rauf und habe also gesagt, ich arbeite die Stunde nicht. Also hat man es niedergeschrieben und ich bin gegangen. Und dann bin ich die einzige von 4.000 oder 3.000 Leuten. Zur Strafe wird Annie vom Saalmeister an einen komplizierten Webstuhl gezwungen. Sie kann unmöglich das geforderte Pensum einhalten. Damit sinkt ihr Verdienst gefährlich. Sie ist seelisch und körperlich überfordert, als sie noch dazu nach 6 Ehejahren 1940 schwanger wird. Dann ist der Krieg gekommen. Mein Mann ist Soldat gewesen, also hat er gesagt, gell, wenn der Stellungsbefehl kommt, dann lassen wir es gleich wissen, dass er Soldat wird. Dann haben wir gedacht, also dann hat er nach München gemusst zuerst. Und da habe ich ihn dann noch begleitet. Es war wie ein Fabrikhof. Und da hat er so reinmarschiert. Und dann hat er nicht mehr umgeschaut. Nicht einmal umgeschaut hat er. Also das, ja. Und im selben Jahr, 1940, stirbt, wie zuvor seine 2 Geschwister, Annies kleiner Bruder Anton. Das war schon für mich sehr schlimm. Der hat Blutzersetzung gekriegt. Und scheinbar war da mit dem Rhesusfaktor was nicht in Ordnung. Ja, und hat man damals noch nicht helfen können. Im August bringt Annie im Wöchnerinnenheim Tochter Karin zur Welt. Da habe ich meinen Wunderbrocken mit zum Fotografen genommen. Aber mein Mann wollte immer einen Sohn, weil er habe so ein Töchterle gehabt. Ja. (1942) erreicht der Krieg Augsburg. In der Augsburger Bombennacht wird auch Annies Wohnung zerstört. Also da darf ich gar nicht so dran denken, sonst kann ich nicht mehr schlafen. Da sind wir dann auch mit dem Läuterwagen, Karin habe ich dann eingesetzt und alles, was man so notwendig braucht. Und da waren wir dann viele, viele Menschen, die aufs Land sind.
Anni putzt, wäscht und näht für andere Leute, um die Familie durchzubringen. Hans, der im Krieg ein Auge verloren hat, arbeitet ab 1946 für ein geringes Gehalt als Fräser. In seiner Freizeit nimmt er bald sein altes Leben wieder auf. Da hat er sich wieder um einen Freund geschaut und das war dann immer wieder sein Gang und sein Weg und uns zwei hat man halt so geduldet als Mann. Er war so, hat sich eingebildet. Also von mir aus gesehen war das kein Mann für mich. Und Karin, die hat sich halt auch einen liebenden Vater vorgestellt. Und das konnte er nicht. Es ist dann nicht gut ausgegangen. Also was sie halt heute noch erzählt. Und mir tut es auch heute noch weh. Ich war nicht zu Hause. Und Karin ist dann von der Schule gekommen und zu spät. Sie hat Blümchen pflückt auf der Wiese und bringt Blümchen. Und er hat schon also einen Stab, wo man so Elektro-Ding eingezogen hat, hergerichtet und hat sie richtig geschlagen. Und ich bin erst nachts um 12 Uhr heimgekommen und dann hat er gesagt, du musst nach der Karin schauen. Dann habe ich gesagt, warum? Ja, schauen wir. Dabei war der ganze Rücken blau geschlagen. So grausam hat er sein können. Darum hat man immer Angst gehabt. Mein Vater war so ganz was Altmodisches, gell? Also Frauen, die haben keinen Wert, die sind zweiter Klasse. Ja, die haben sogar ein kleineres Gehirn, hat er behauptet. 1958 heiratet Karin mit 18 Jahren ihre große Liebe Gerhard. Dann war sie auch viel bei der Schwiegermutter, weil die hat keinen Mann mehr gehabt. Und dann hat sie eine Schwiegertochter. Und da ist sie halt immer gern geblieben. Dann war ich wieder allein. Wenn wir wo waren, mein Mann und ich habe auch einen Witz erzählt oder war lustig, dann hat er im Heimweg gleich gesagt, heute hast du dich wieder aufgeführt. Weißt, ich habe nichts wie freier dürfen. Also das war immer wieder ein Totschlag. Ja. »58 Jahre leben Anni und Hans nebeneinander her. Nach seinem Tod 1992 zieht sie in eine kleine Wohnung ganz in der Nähe von Karin und Gerhard. Na ja, ich habe mich nicht gefreut, weil er gestorben ist, aber ich war dann doch ein wenig freierer Mensch. Und dann habe ich das Leben angefangen. Karin und ihr Mann, die haben mich dann viel mit Reisen mitgenommen. War in Tunesien, in Monaco und dann Schifffahrten gemacht. Also die schönen Zeiten sind losgegangen. Das hat man sich damals gar nicht ausdenken können, dass man sowas mal macht. Na jetzt schauen wir, wer geschrieben hat. Ah, jetzt war die falsch gedruckt. Ja, ich habe ein Handy und benutze es für alle Tage. Da muss ich auch immer suchen, gell? Also das ist schon toll, man braucht kein Briefmark, man braucht nicht einen Briefkasten und dann extra noch anziehen und wieder fortgehen. Und im Nu hat er das, weiß Gott wo, auf der ganzen Welt. Hallo!
Man soll immer was tun, dass man nicht faul wird oder einschläft. Und dass man immer wieder die Energie aufbringt, sich morgens aus dem Bett zu holen. Ausschütteln, ausschütteln, ausschütteln. Tante Anni, ich bin mir sicher, dass das auch was für dich wäre. Es war, ja. Ich glaube, das kriegst du schon hin. Traust du mir das zu? Ja, also. Anni ist 90, als die Familie ihres echten Vaters nach und nach von ihr hört und Kontakt aufnimmt. Schau, da dreht sich. Jetzt, wenn wir zusammenkommen, sind wir der ganze Haufen. Ich bin Vegetarierin und man ladet mich manchmal ein zum Weißwurstessen. Und dann habe ich mir was ausgedacht. Dann nehme ich Banane mit. Schaut aus wie Weißwurst. Auf jeden Fall den Senf. Und? Gut? Schmeckt doch gut. Ich habe seelisch wirklich viel ausgehalten und bin dann immer mir treu geblieben. Das ist das, was man sein muss. Dass man sich nicht aufgibt in dem Zorn und in dem negativen Leben und immer wieder das Positive in den anderen Menschen sieht, dass man sich da aufladen kann. Das ist die Kunst des Lebens. Die Sonne geht gerade so, dass nicht so blendet. Also wunderschön. Das verschiedene Grün, gell? Schön. Man kann sich doch so freuen, dass man als Mensch leben darf. Und heute bin ich so glücklich, ich kann es gar niemand sagen. Sage immer, jetzt bin ich im Paradies. Hallo. Jetzt. Jetzt kommt der Baum. Das sind alte Bäume. Die könnten was erzählen. Ja. Das sind 100 Jahre gar nichts. Ganz prima. Und so schön ruhig.